Bonjour, das geht dann live aus Bresel. Wir sind zu Straßburg. Bonjour Christoph. Moin Isabel. Wir haben den Coronavirus für die Agenda ganz viel de Journée gehabt. Wir sind heute zu Bresel und haben nicht dürfen auf Straßburg Sitzung machen. Ihr seht wahrscheinlich vielfältig für zu wissen, was am Europaparlament dann über den Coronavirus gesagt wird, also über die Maßnahmen. Und es ist ja ganz klar, dass die Hauptsorge für alles die Infrastrukturen ja ist, dass genug da gemacht wird, nationalen Niveau, dass das wirklich eine nationale Gegebenheit, dass eben genug Betten da sind, dass genug Apparate da sind, das muss alles nationalen Niveau gemacht werden. Aber das ist aber auch ganz klar, dass Europa eine ganz große Rolle zu spielen hat. Und zusammen sind wir wirklich nicht stark, wenn wir von den anderen lernen. Wir sind Tester, die gemacht werden, die kann die Resultate teilen. Und das wird auch gemacht. Also gesagt in dem europäischen Niveau, aber wirklich eine reelle Solidarität auf dem Niveau wirklich funktioniert. Und dann also doch wirklich so, dass wir alle Gursten auch eine Rolle zu spielen haben, das wirklich ein paar Mal gesagt, wir sollen also die Sachen halten, die Maßnahmen, die getroffen gehen, wo gesagt wird, wie wir uns verhalten. Und das probieren wir auch zu machen. Wir gehen also mit Hand. Ja, weil du ein bisschen schwer das ist ja einfach etwas, was für uns ganz wichtig ist. Noch kein Biss, das geht doch nicht. Nee, all diese Sachen gehen an der Öffentlichkeit, wo ich eben mit anderen Leuten trefft, geht das alles nicht mehr an. Wir desinfizieren also auch gang und gäbe die Hände, aber das gehört doch wirklich dazu. Ja. Ich meine, das eigentlich macht man noch nicht genug. Ich merke natürlich hier am Europaparlament, wir konnten so ganz zaghaft gesagt, wir gehen nicht auf Straßburg, weil da viele Leute mit dem Zug oder mit dem Flieger in der sind. Die Deputierten aus der Miliz, wo ja die nicht unbedingt mit dem Flieger hier auf Bresel kommen, die sind aber dann trotzdem, ob sie auf Straßburg oder Bresel kommen, also eigentlich nicht dasselbe. Die haben eigentlich dasselbe Risiko, dem sie ausgesetzt sind. Und da fand ich schon ganz gelungen, dass wir nicht auf Straßburg gehen und dann ist trotzdem hier gesehen hat, dass man nicht aufstimmen. Das fand ich aber, dass die Mesuren ziemlich halbherzig sind. Aber wir heute hören, dass der Präsident vom Parlament sich selber persönlich an Quarantäne gesagt hat, war doch komisch, weil er war der Weekend in Italien, war männlich, war im Parlament, also heute dünst es aus einer Quarantäne. Ich fand das ziemlich halbherzig Mesuren. Das, du hast ganz recht, wir verspüren das alle Gursten, dass es schwierig ist, die Logik davon zu verstehen. Ich muss aber auch sagen, dass es wichtig ist, dass das Parlament weiter kann tagen. Wenn das Parlament ja zugemacht wäre, dann hätte es nicht mehr können tagen. Wir mussten aber die Möglichkeit, als ein Budget zu stimmen, auch nach der Legislativarbeit zu machen. Und das ist aber wesentlich. Es kann ja nicht sein, wir können ja auch nicht verlangen von einer nationalen Regierung, dass die BMOL nicht mehr regierungsfähig ist oder das Parlament. Wir können ja nicht die Leute am Fond geholt, die aber auch bei Zielen von Null ist. Und dafür ist das ganz, ganz wichtig. Mit auch das wird ich wirklich aus einer Lehre ziehen. Das ist ja nicht die erste Krise. Und schon aber das Gefühl, dass es nicht am Vierfeld genug durchgehen ist, wie wir sie sollen gerieren. Und das so schlimm wie das, muss in aber Haut, direkt Haut aufhängen, Druck zu machen, für dass die Maßnahmen, die müssen geholt gehen, für die Zukunft auch geholt gehen. Und das ist zum Beispiel nicht akzeptabel, dass wir aufhängig sind von China oder Indien-Produkten, wenn wir gesehen, dass in dem Moment, wo wir sie brauchen, wir sie nicht mehr kriegen. Also muss man gucken, dass wir in Europa die Unabhängigkeit, die wir brauchen, für die Basisprodukte einfach haben. Und das auch mal nicht nur für Medikamente. Ich muss sagen, dass ich schon immer so Sachen gesagt habe, wenn es Lebensführer geht. Also wir können nicht einfach zum Beispiel als ganze Agrikultur ein das haben. Dafür Haut auch wenn es urgent ist, dass wir nur dem gucken, was Haut ist und dass wir die Situation, die wir Haut zu gerieren haben, an der fassen, fand ich es extrem wichtig, dass wir auch gucken, wie wir in Zukunft das, was man muss machen, Haut aufhängen, Druck zu machen, weil das schüsst nicht mehr, wann Christus, ja. Der merkt, dass wichtig das zu handeln. Du siehst das ganz Richtiges. Also, dass wir brauchen die strategische Sicherheit, in Medikalinstrumenten, auch wenn es in Desinfektionsmittel ist, brauchen wir strategisch Stocken hier in Europa. Wir müssen noch gucken, dass wir da wirklich die industriell auch die richtigen Incentives setzen, für dass die Produkte auch in Europa können
produziert gehen. Du siehst auch Lebensmittel, das ist ganz richtig. Wir brauchen eng weiter die einzig richtig gemeinsame Politik, die man in Europa haben, die auch wirkliche Budget hat, das ist die gemeinsame Agrarpolitik. Und ja, Sinn, wenn wir strategisch wollen, hochwertig Lebensmittel hier produzieren, dass man von keinem Dritten aufhängig sind. Ich meine, das ist ganz wichtig. Und das bricht man auch an einem Kontext von der Medizin. Und du muss man natürlich dann noch den richtigen Budget zur Verfügung stellen. Und ich gesehen, am Moment, wenn am Konzert diskutiert wird, dass Holländer, Schweden, wenn das noch dabei, die Österreicher, die wollen das Budget eigentlich klein halten. Und ich meine, das ist wirklich der falsche Weg, wenn wir so große Herausforderungen in der Europäischen Union haben. Wir haben einfach als Europäische Union nicht genug Budget, um mit so Krisen umzugehen. Und da muss man wirklich hoffen, dass das heute als Gedankenanstoß gilt, auch am Ministerrat, dass wir endlich gucken, dass das Budget übergeht, so froh, dass Lützeburg den Stoff hier am Konzert ersetzt. Das sind natürlich andere, die blockieren. Das ist von den größten Problemen, an die muss man lösen. Das ist genau das, was du siehst, Christoph. Also zwei Sachen, da dient das wirklich gucken, dass wir einfach die Autonomie kreieren. Aber wie gesagt, just an der Krisenzeit merkt den das wirklich so was. Genau. Es sei denn noch, dass Europa hier eine Rolle zu spielen hat und dass man Europa die Moyen muss gehen, für das zu machen. Also wir sind viel mehr stark, wenn wir heute zusammen sind, wie wenn wir einzeln sind. Ganz genau. Wie wir aber auch schon gesagt haben, dass nicht, wie wenn nicht nach A bestehen wäre, auch wenn nicht eine Quarantäne sind, an eine Agenda komplett auf den Kopf gehalten gehen. Du wolltest aber an einem ganz wichtigen Sujet, aber nach ein paar Sätze sagen, Brexit hast du all da Agenda. Das ist der Rapport an der Kommission für den internationalen Handel für das Handelsakkord, das wir mit den Briten eigentlich nur Brexit mussten verhandeln. Am Juli heute Mittag, das ist eine von den Sitzungen, die noch beibehalten wird, weil wir haben dezidiert, dass die Fraktionssitzung, das geht alles aufgesucht, aber wirklich, der, wo es wirklich die Wurst geht, das muss man beibehalten. Und das heute den Debrief mit Michel Barnier, dem Chefverhandler von der Europäischen Union, in das mitten an einer knapper halber Stunde wird berichten, wo man drin sind, weil die erste Verhandlungsrunde als Hanada ist. Wir wissen, dass Briten und die Europäer im Moment mit ihrer Verhandlungsposition extrem weit auseinander waren. Die Briten wollen nicht hören von dem sogenannten Level Playing Field, dem sie aber eigentlich an dem Akkord, den wir schon haben, dem politischen Akkord, wo sie eigentlich unterschrieben haben, dann geht es doch um die irische Grenze an zwischen Nordirland an dem Rest vom Vereinigten Königreich, wo man einfach Kontrollen haben, wo der Boris Johnson schon ein bisschen sieht, nee, aber trotzdem nicht. Da gehen es ganz viele Punkte zu klären. Du musst mal jemanden mitten debrieft. Ich werde, du hast noch ganz viel Arbeit für uns und du kommst mal garantiert. Du just den Satz auch so, Christoph, also schon nicht wirklich nicht appréciiert, dass Großbritannien sieht, dass sie nicht mehr will an der Konvention von den europäischen Menschenrechten sind. Also sie müssen einfach gucken, was Eis frohen. Ganz richtig. Du sind ganz viele Sachen, wo sie ganz hart Linien ziehen, ich meine nicht mit den Konsequenzen von dem außer nie gesagt, aber wir müssen eben Martinen diskutieren, sie im Verhandlungstisch bei ihnen bringen, weil das nicht mehr so, wo wir weiterkommen. Sie reist die nächste Kehr. Vielmals merci für die Null drin. Vielmals merci auch. Aber bis geschwind. Bis geschwind.